Sinn. Preparéiert an ze Summenabecht mam Fonds National de la Recherche. Wir sind kurz fort, damit du pass bei Sachen op du. An huet er erkannt. Den Olivier Catania, Mr. Science hatten eng ganz besonnech Vakanz. Am Fong wurde schüss de klengen Trip. Een Dach so liewe wie Remisch Zaldoten. Also Remisch kämpfen, Remisch kachen, a Remisch zelten. So hunn die Reichsremer gelieft. Mir weisen hier in Alldach, an den Thermen an op der Toilette. Machen als op sich no Remerspurenheit zu Lützeburg, an tasten, ob ich mat Remermünz ein Ticket kaufen kann. Oh nee, lass zu Fuß kommen. Da, komm. Bitte ja. Lecker. Lecker. Wir sind ekipéiert wie Remer für Robert 2000 Jahre, leben aber im Jahr 2014. Guten Abend an Pisa. Guten Abend. An Joseph, oder soll ich sagen, Josephus. An dieser moderner Zeit ist es nicht wirklich einfach, einen Platz zu finden, wo wir als Lehrer abrichten können. Ne? Nee, und dabei wäre es für einen Bock ideal, weil du hat ein Trämer nämlich ein Kastell abgebaut, die Lucilien-Burg hat die wahrscheinlich schon damals geherrscht. Es gab zwar nie Überreste von dem Kastell freigelöscht, mit die Archäologen haben aber Keramiken aus der Zeit von der Römer gefunden. Es kann also Sinn, dass wir den Römer den Namen von unserer Stadt, respektive unserem Land, zu verdanken. Und mit Titus, ich weiß nicht, was du davon erhältst, der Bock, ich meine, du siehst viele Touristen, ne? Kommen die nach Himmel in der ganzen Zeit an die Autos auf der Straße, ich meine, das ist nicht ideal. Wenn wir da gucken, neben drüben auf der Wiss, du nicht weit weg von der Abtei nach Münster, sollen wir da hin? Ein schöner Platz, ja. Okay, da komme ich hin. Ja. Oh mei, da fällt mir alles. Oh, je. Ja, voilà, komm. Und hier ist es gut, ne? Oh ja. Oh, merci Titus, dass du so gut als Gepäck geschläft hast, als Zelt und als Decken. Streckst du nun? Ja. Oh, voilà. Na komm. Ja, du hast gut schwarze, das ist weit pro Kilo. Wir können den Leuten nur weisen, weil ich schon die ganze Zeit müssen wir dran schläfen. Ne? Ja, und da weiß ich nicht, was wir heute alles drin haben. Okay. Am römischen Marschgepäck ist alles, was ihr für ihre gute Stot so braucht. Ein Pan, also gut so Kastrollen, Löffelsgeschirr, ein bisschen Suen und ein Würfelspiel. Damit haben die Römer sich Zeit verdriven. Am natürliche Feuer stehen. Melo will mir aber wissen, was die Jungen drinnen haben. Ja, dann hier auf der Lapp. Voilà, das Steck von meinem Kalzong, das wird für Schal, den in den Römer geht, das ist relativ luftig und mehr will er wahrscheinlich noch nicht gesehen. Ja? Nee, ich meine nicht. Ich gebe so, mir riecht neues Zelt ab. Hm? Okay. Ein einfach Zelt. Wie es schenkt, aber gar nicht so einfach aufzurichten. Op den ersten Blick gif ich so ein Energieklasse Z. Aber sie haben nach ihr Decken und Pelzer dabei. Nach also da war eine Zeit für ein Bett, oder? Als Zelt steht, ich weiß nicht, wie dir geht, mir stelle um einen Helm, also machen wir ein kleines Siesta. Nee. Trämer, die haben kein Siesta sehr gemäht. Da muss man mal auf das Kampftraining gehen, und zwar in einer Arena. Aber wie wir keine römische Arena haben, gehen wir einfach an eine moderne Arena und das darf schon sie beachten. Dann hören wir einfach den Bus. Ja, aber was bezahlen wir die vielleicht? Wir müssen noch als römisch Münz. Ich meine nicht, dass sie die wollen, ne? Das ist doch nicht immer direkt so negativ. Ja, probieren können wir es. Natürlich. Herr Titus, wir sind kurz fort. Ja, du pass auf Sachen auf, du. Okay. Sie könnte sich das einfach machen. Die nächste Area ist schon ein paar Schritte von hier. Mir war schon, das schon. Römisch Zaldoten sind an einem Tag nicht zählen 30 Kilometer marschiert. Und plus hatten sie immer hier Gepäck dabei. Da tun uns zwei Hobby-Römer ja konnte beim Titus losen. Aber die Rüstung ist auch nicht leicht. Mit dem Helm, den Kleider und dem Schild kommen wir locker auf 30 Kilo. Das hier ist mega anstrengend. Das ist es. Wir tun aber man eine super Vue. So, ja. Die dort Vue
Naja, sind die hatten die richtige Schreimer nicht. Nee, kann sich nicht vorstellen. Ne? Ja, was der einzige, was da war, das war wir heute Bock nennen, du, die Lucilien-Burg dann. Ne? Salve. Allo sind Leute bestimmt gespannt, wéi oder mat wat die zwee hireieren Ticket bezuelen. So, naja, das ist gut so da. Oh nee. Na, was zu Fuß gehen. Ah, vielmals merci. Gut. Oh. Ach, du bist so breit, hey. Ja, pass immer mit deiner Stärke auf. Zwei römisch Soldaten relax am Bus. Wann den Cäsarisch gif gesinn, die gif direkt aus der Legion fleien. Ohne Idee hat der römisch Streich nie können so groß gehen. Salve. Salve Tirones. An wie wäret? De Laurent Beemchen als Präsident vu Vita Romana. Das Organisationun weiser Schulen op Ausstellungen, Museen an Living History Veranstaltungen wéi Trämer gelieft a gekämpft hunn. Die hatte Rüstung, das ist ja ein Replik von einem Original. Wie lange schaffst du darin? Also an so einer Rüstung stehst du schon ein paar 100 Stunden Arbeit dran, weil das alles Hand geschmiedet, das ist nicht einfach nur rausgeschnitten und Summe gesät. Du hast viel Schweiß und Arbeit, die dran geht. Aber du warst ein bisschen wie groß, wie bei mir passt Rüstung aber auch, ne? Also sie passt dir, aber du drehst nicht ganz korrekt. Wie? Denk Fahrzeug, denk Tunika, die muss drapeiert gehen, die muss über die Knie kommen. Der Rimm am Schwert geht über die Rüstung gedrohen. Sie hält Rüstung zusammen und du kannst besser an das Schwert. An den Helm, der muss zur Summe gestreckt gehen, weil wenn es lohe schlägt, wieder kriegst du den Helm fort. Okay. Also immer lo pratt, er könne kämpfen wie Träumer. Genau. Das sind höchstens 3 Meter, das ist nicht deckt. Und dafür den Abfahrt, komm jetzt hier mal. 1, 2, 3, okay. Ich meine, da hat ein Träger nicht halb Europa erobert. Was war das dort? Also, das ist nicht darum gegangen, für die Waffe weit zu schießen. Das ist darum gegangen, für den Gegner sein Schild zu schießen, für mich schwer zu machen. Also? Hammer Lund. Schießen lassen mich? Ja. Wie warst du dann drauf? Das ist nicht mehr scharf. Oh nein. Nur an dem Körper. Träger waren an unser Geschoss. Stehst geblieben, der Schild geht mich schwer. Du hast mich lassen mehr und dann geht ich heran und greife den Schön. Und da sind ich tot. Ja. Eieiei. Eieiei, ass gut gesot. Mam Olivier a Joseph ihren Trämer wahrscheinlich mal nicht aus Rom rauskommen. Aber wie konnten sie Großdeler von der Demos bekannter Welt erobern? Waret wirklich just die gut organisierte Armee mit durchtrainierten Soldaten? Wir gucken an das Geheimnis von der römischen Expansion. An der hat doch zu Lützeburg viel Spuren hinterlassen. Ganz besonders zu Duellen. Die Römer sind für rund 2000 Jahre hergekommen und haben ein Dorf abgebaut. Der Vicus Riciacum. Es gab Handwerker, Kommerz. Und es sind wahrscheinlich auch Leute von rundherum hergekommen kommen. De Louis Kermeier a eng Riciacus Frënn schätzen de ganze Vicus op knapp 30 Hektar. Dat sie rund 60 Fußballsterrain. Op alle Fall ging ich so oni hofer oder siwer 3 dëllen wie dat Reesverteit zu Lützeburg von Kinners an dem Genre. Et gouf sogar e grossen Amphitheater. Dovon as auch schüs den Deel freigelöscht. Fréier war Platz fir 4000 Leiit.
An so kennt de ganze Vikus ausgesinn hunn. Mam Theater, den Tempelen an Thermen. Bild steht am Musee vun der Reykjakus frin. An do leide weitere Grund fir wat de Reimer hier d'Reich so groß kont ginn, well wat wie ein gut Armee ohne gut Lazarett. Sie konnte schon für rund 2000 Joer Blut aufzappen, an den an de groe Star operieren oder de Kabelbohren an eng Gehirnblutung stoppen. Aua! Eg Narkose sie jedenfalls net kann, sie hat Betäubungsmethoden so den Opium gebraucht fir zu betäuben, an sie hat noch mal verschiedene Pflanzen, die auch betäubt hun, eng Lokaldeung als natürlich auch net gin, sie praktisch sind die Leiit man Verstand operiert gin. Mir sinn lo zu schieren, direkt nief der Nordstroß. Hei growen d'Archäologen grad tapt Gebäi vun enger réimescher Villa aus. Eng Grosvilla, wahrscheinlich iwwer 100 Meter breit. Das Palais, das kleine Palais. Ja. Wir gesinn dadurch schon mir hunne zwar nimmen lo de moment der Fragmenter, wie mir Stecker Wandmolerei, da tut den net an engem Schap, wo en Schwein hält. Also. An so kennt dat Gebäi ausgesinn hunn. Zu Lützeburg sind ca. 15 so Ville bekannt. An der Regel huet die reiche Lidausäuser Gegent Doranner gewunt. Sie huet den römische Lebensstil appreciiert an iwwerholl. Dat as so Grund fir wat der Römisch Reich so groß kont ginn. Nieuf der gute Armee awer net den enzegen. Trämer hunn zum Deel och net Glavensvierstellungen wäsch gedrégt, mit die sinn oft mat inkorporiert ginn an den bestehenden Glave vun de Leiit. Irgendwann ass de Römer dun awer d'Luft ausgangen. Hiet Reich ass no e puer Jahrhunderte Wussen zerbrach. Woret fleich einfach ze groß ginn, dat d'Armee et net mi kontroléiere konnt. Da gowet Völkerwanderungen, virun allem vun de germanische Stämm. Kom no men nach wirtschaftlich Problemer dobei? Et gëtt secher méi wie Grund fir den Niedergang vum Imperium Romanum, e Reich, dat an engem klengen Duwer an Italien op Welt kom, as se Stuer no iwwer bal 3 Kontinenter erstreckt huet. So, was doch hungrig? Ja. Sollen wir seine Pizza bestellen? Hey, bei der Römer gut nach kein Livrezor an Domizil. Und außerdem hat was soll man dann anrufen? Oh ne, da muss man noch nachkaufen gehen. Hey, weißt du was? Ich wollte das sowieso machen. Ich habe nämlich hier ein Kochbuch, das ist dem Apicius sein Kochbuch, das ist die älteste Rezeptsammlung von der Welt. Und ja, die hat eine Aufschrift, die aus Menge aus dem 7. Jahrhundert und da ist nicht sicher, ob den Apicius Kach oder Mekach wäre. Egal, das ist auf jeden Fall typisch römisch. Und an meinem Experiment von Haut soll ich dann da kochen. Wie wird dann ein Omelette mit Schweinsgehirn? Was so ein bisschen etwas allergisch? Ob das? Nee, wir essen alles. Okay, ja, ich würde sowieso Gehirn nicht so gerne. Ich meine ein Omelette mit Spargeln und Rosen. Das klingt ziemlich chemisch. Und du siehst ziemlich futtig aus. Ich meine, du gehst nur mal an die Wellness und ich gehe an Kaffee. Du sind direkt dabei. Mat Wellness mengt den Olivier lo ganz bestimmt die römisch Thermen. Hei hun die Reich Römer sech et gut goe gelos. Et gouf Bierder mat kalem a warmem Wasser. D'Wasser gouf am Heizraum direkt niewen drunner hëtzt. Dei warm Luft, die dobei entstanen ass, gouf an Hohlräum ënner dem Marberburdem geleet. An eso hatten d'Römer schon demols Foussburdemheizung. Leider ass der Teil alles just no gebaut. Do fire lo wie van de modernen Domain thermal opmunneref. Hei krémer de mit den Römer bestimmterem fit. Da sinn ich awer lo gespannt, wéit Madame den Olivier verwinne werd. De Mr. Science wëll jo eng römisch Spargelsomlet kachen, a geht fir an de Supermarché. Ass dat sech zechne de bis einfach gemach? Ja, mit geht man jo nimmen drëms ze weisen, wat ze Demos hatten. Am Hänger hatten se Demos schon. Auch van der Fleisch net grad so einheitlich waren, Bio waren sie bestimmt. Halt Spargeln. Ja, so wie das haben sie früher nicht ausgesehen. Sie hatten nämlich kein Frigo, für die zu konservieren. Die waren gedrischend. Also die normale Konserve, wie wir sie heute kennen, gibt auch nicht. Sie hatte just ein Salz angelöschtes oder am Essig oder am Urlich konserviertes.
Und heute Wein. Ja, den haben sie schon zur Zeit von der Römer auf der Musel gemacht. Aber war aber nicht wie den heute, weil die Römer haben Technik vom Schwefeln nicht kannt und dafür ist der Wein gemuscht. Und heute sieht er, dass hier Schwefel dran ist. Ja, dann kann ich also nicht holen. Es gibt also kein Wein oder wie? Doch, schon eine Idee. Richtig kräftig gesagt die Dote nicht aus. Mais bon, die Monster an Thailand demos woch klenger Reng, hat awer zo gutst Kraft an de Fanger. Ich gif am liebsten direkt draufsprangen, Matte Kleid, mir egal. Mais bon, ich noch keine Chance dabei. Madame, wo geht Rees hin? So gut ging ich nicht an Menge Römer schon. Oh ja, ein gut Fußmassage, das wäre top. Hallo, geht gleich los. Und sind ich am falschen Film oder was? Ah nee, du bist ganz richtig. Mir weise lo, wie die Römer sich geschminkt tun. Du bist zwar keine Frau, aber das wird bestimmt witzig. Na, geschieht das wirklich? Aber was hat heute schon mir noch gefehlt? Ah ja, den typisch römische Wein. Die Römer hatten den Mulsum. Das war ein Wein, der gesäßt war mit Honig, mit Datteln und dann mit viel Kräuter gewürzt ging. Und dabei ist etwas Ähnliches rausgekommen, wie wir heute in der Martini kennen. An den höllen Schlummer mat. Melowan schlift zurück bei Domlet. Dafür braucht man nach Pfeffer, den hun die Reich Römer schon demals importiert. Danach Olivenölig a verschiedene Kräuter. Außer de Konservierungsmethoden schenkt sich der Sache Kichen nicht viel gerne zu hun. Vieles ist nach wie früher, aber es fehlt mir nach das Wichtigste. Also das sind nicht die Charlottenhai, aber das ist der Garum. Das ist ein römisch Fischsoße, die kann ich vergleichen, vielleicht mit dem heutigen Magie. Und die haben Römer auf quasi alles gemacht. Und ich will mal gucken, ob ich die am Asia-Rayon fand. Am Asia-Rayon? Ob das viel geht, ist sie skeptisch. Die reich römisch Frauen goufe ganz opwendig von ihren Dienstmäderscher geschminkt. Ugefangen mam Fond de Teint. Zu Römerzeiten war den auf Basis von Mehl oder Wes. Dummer hat den Haut mi hell gemacht. Kurz Zeit gouf auch giftige Bleiweiß benutzt. Dodrup kom da so bisschen Hämatit. Den ist nicht giftig. Es soll die Haut zum Strahlen bringen. Dann goufe mat Kajal geschminkt. Haut ist die synthetisch. Bei den Römer wurden aus Tintefisch tint, verbranntem Lavendel oder gemullene Steng. Lo fehle just nach dem Mund und Peruk. Am Asia-Rayon sichte Mr. Science noch immer no senger römischer Fischzoos. Wie ist da mat dem Garum? Ja, ich hatte gehofft, den Hai am Rayon zu finden, aber sie schenken nicht zu hun. Und Gott sei Dank weiß ich aber, wie die Römer die früher gemacht haben. Und da ging ich mal Sachen dafür kaufen. Und da braucht man mal gar nicht so viel. Es ist für allem Fisch, aber nicht irgendein Fisch. Ich hätte gerne 200 Gramm ungebotzte Fisch, wenn ich will. Mit Innereien dran. Ein Zoos aus dem Gedärms von Sardinen. Oh, mir hilft das los schon. Merci. Lo muss ich gleich bezahlen. Am Bus hat das ja nicht so gut geklappt. Ja. 33,50 €, wenn ich Schon nicht ganz genau. Wenn ich klifft. Das ist gut so. Im Moment, wenn ich lieb. Ja. Das geht es nicht. Nee. Kann ich dich dann halt noch freieren? Das ist alles, was ich schön. Merci, ja, gut. Am Beauty-Salon sind wir an den letzten Tisch. Lo fehlt just nach der Lippenstift. Der ist gut bei den Römern an allen erdenklichen Farben. Am liebsten aber feurisch-rot. Die Römer hatten dafür schon Pigmente. Männinge zum Beispiel. Das haben sie nach den Zirkussand gemischt, da den Blutspuren von einem Kampf nicht so gesehen. Männinge ist giftig, gut für den Maquillage meistens durch andere Pigmente rosat. Nee, merci. Ich meine, das will ich mal einfach vorstellen. Gerade wie die Perücke von den Frauen? Ja, Wandstift. Ganz schick. Und wie geht es auf Führung? Oh nein, nicht 100 Pincet. Der Garum, also die Fischsoße, also sich ganz einfach zu machen. Wir holen just ein bisschen Fisch, mit Innereien dran. Und dann machen wir Salz dabei. Ungefähr 1/5 vom Gewicht.
Und das muss man einfach an der Sonne zählen lassen. Und dabei gehen die Weißer, aus denen der Fisch besteht, gesplickt. Und zwar von den Enzymen, die an den Innereien vom Fisch dran sind. Eiweißer kann man sich ein bisschen so vorstellen wie das Kettenhai. Und die Eiweißer sind aus lauter Bausteinen abgebaut und das sind Aminosäuren. Und die Enzymen, was die machen, die splicken die Aminosäuren ab. Dabei ändert sich natürlich der Geschmack. Und eng von diesen Aminosäuren, das ist den Glutamin. Klingt ein bisschen wie Glutamat, also der Geschmacksverstärker. Ist das dasselbe? Ja, so ähnlich. Das heißt, den kontestierten Geschmacksverstärker, den wir heute kennen, den ist eigentlich schon von den Römern natürlich hergestellt worden. Der Glutamin den ist verantwortlich auf unserer Zunge für den Gu Umami. Und das ist der 5. Gu, neben Salz, Sauer, Butter und salzig. Das mislo 4 bis 6 Monate an der Sonne ziehen. Aber weil wir die Zeit nicht tun, hat Joseph ein Pferdestose am Internet bestellt. Und ich kann nicht sagen, die riecht so, wie sie gemacht wird. Mir egal, die könnt aber trotzdem an mein römisches Rezept mal dran. Et voilà, omelette aux asperges, rosé, sauce garum. Also heute werde ich mich eigentlich nicht müssen markieren lassen, weil anscheinend auch die römischen Männer sich schon epilären gelos. Und nicht just zwischen den Abhoher. Mir leider also als zeitmänglich Vielmals merci, ich gehe mich waschen. Trämer haben dafür Olivenöl geholt. Sind das ganze Körper damit angegriffen und dann mit seinen flachen Eisen einfach wasch geschert. Ich mache es auf die konventionelle Art und Weise, aber da hole ich okay mit, das gibt dann aber ein bisschen zu viel Persönlichkeit. Ade. Lo geht den so los ob benennen eise Remer Dach. Dem Joseph sing Omelette wird je nach Ziesse sinn. Ja, du bist endlich. An wird flott am Wellness. Ja, schon die Ohren Rendezvous für einen Mann und Gold. Das ist mir ziemlich gelöst. Na ja, schon die extra eine neue Omelette gemacht, weil ich schon ewig lang fertig. Hey, wann ich geliebt. Also, ist gar nicht schlecht. Doch, gut. Bitte, der hat alles kascht. Ich weiß das nicht so genau, aber auf jeden Fall war viel mehr billig, wie das, was Kleopatra damals für uns 2000 Jahre für E-Plat ausgegeben hat. Wie dann? Man hat ein Wett mit einem römischen General gemacht, das hat E-Plat am Wert von umgerechnet 10 Millionen Euro kind essen. Es ist eine Legende, die kind möglich sind. Das behaupten wohl die Archäologen. Ein Sklave hat damals dem Kleopatra ein Glas mit normalem Essig gebracht. Und hat eng von seinen Perlen ausgedoen und dann am Essig abgelöst. Eine Perle die besteht hauptsächlich aus Calciumcarbonat und das ist eben am Essig löslich. Das war ja dann ein teurer Essig. Ich konnte ja auch nicht mehr trinken. Man doch, den Calciumcarbonat den neutralisiert nämlich einen Teil vom Essig und das schmeckt dann mal gar nicht mehr so sauer. Zeit für kleine Römer. Ja, und Bett. Endlich leid. So, soll ich schon eine Geschichte erzählen? Ich dachte, ich kann nachschlafen. Aber ja, mit uns, weißt du, wie die Römer auf die Toilette gegangen sind? Nee, ich will so nicht im Stadtwell wissen. Ich dachte, das ist ganz interessant. Eine eigene Toilette hatten da nämlich nicht viel. Die Römer haben sich dafür auf öffentliche Latrine getroffen. Und das ist mehr wie eine große Kommission. Spiel den, am Suchen oder Jeton für ein Bordell oder knapp die Kontakte am die Geschäfte. Toilettepapier hatten die Römer kennt. Es geht ihnen davon aus, dass sie mit dem Wasser am Kulang ein Biest gebotzt haben und die haben sie dann einfach weitergereicht. Die Toiletten die waren nur Geschlechter getrennt und dacks war Platz genug für 15 bis 20 Personen gleichzeitig.
Die Haiiers mi kleng, se wo exklusiv fir d Leiit vun enger Villa, der Remescher Villa Burg halfir an Deutschland. An logedet nach en richtig knivelech. Den Olivier hëlleft de Mr. Science sei 15 Kilo schwéiert Katten hier Maus doen. Muss ich einfach rappen? Ja, los. Ach, dit mir mat wéi. Ich sehe jo. Endlich. Endlich. So eng aner Sach muss mir als lo hai eng Decken deelen. Ja, wo mach ich eng hunn? Ich kann net schlufen, das mir ze hell. Ja, aber muss der Stadt letzte Besuch wieder den Glutteil essen möchte. Ja, oder hey, dann wird natürlich nicht gesund. Ja, komm, sicher, komm. Verursacht, nicht halbe Europa. Ja, merkt. Halbe Europa. Schuld, schwer. Stopp. Pisa de Wissensmagasin, auch am Replay op RTL Alu, ganz bequem iPad oder NRW mat der iPhone-App von RTL. Macht mat beim Quiz vom Science.lu beantwort folgend froh a gewandt Flottpreise. Dann wird darüber an nach viel mehr von der Science.lu. D'Forschung zu Lützeburg. Für Isch, für erddeschlecht Liewen.